Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Ja, Jetzt sind wir in der gute Idee, Kneipe das von Vieh zu dem, oder in der überzeugen. Taverne von diesem pseudo-italienische Wirt, der hier einen italienischen Akzent sich gibt, um exotischer zu klingen. Ein komischer Kauz. Wer ratzt dann hier? Schlafende Frau, die plündert man mal aus, während sie pennt. 410 und so Halsband, ja, warum da nicht? So Halskett. Ist gekauft. Oh, das war ja gar nicht mein Zimmer. Hoppla. Und wie sieht's hier aus? Oh, sogar mit Falle gesichert. Das muss ja was gut sein. Naja, so mehr oder weniger. Stab der Furcht, das ist Schampel eigentlich. Niol, ja gut, das können wir wieder an der Edwin geben. Ist eigentlich Schampel hier, der Quatsch. So, Sagt mir, was zu tun ist. dann können wir Der noch Rede hier... Hier können wir nichts mehr gucken. Alle hopp, dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder raus aus dem Lader. Und gucken uns an, was es hier sonst noch gibt. Ich hoffe, das bringt Bei was. der Händler war wir. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen im Nesttal um. Bäuermeister haben wir gehabt und das Uma-Wirtshaus hatten wir auch schon. Dann geht's hier weiter. Oh, da steht noch so ein einzelner Hahnebambel Ich mit warte. Streithammer vor dem Haus. Ich kümmere mich drum. Oh, sei gegrüßt, Fremdling. Wer seid denn ihr dann? Ich heiße da und ich bin niemand von Bedeutung, denke ich. Zumindest nicht bedeutend genug, als dass der Vater von meiner Liebste auch nur in Erwägung zög, mir zu erlauben, ihr den Hof zu machen. Nee, warum nicht? Meine Liebste heißt Colette und ihren Papa ist ein Zauberer, der über nicht wenig Macht verfügt und eine bemerkenswerte Abneigung gegen mich hegt. Er heißt Jermian und ich weiß, dass er gedenkt, Colette als Tauschobjekt für seine persönliche arkane Machenschaften zu benutzen, gegen ihren Willen nämlich auch, obwohl ich nicht die Möglichkeit gehabt habe, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Ich weiß, dass sie mit mir gehen will, ich weiß es, aber ihren Papa, der lässt es nicht zu. Er wird von nichts zurückschrecken, um dafür zu sorgen, dass wir nicht zueinander finden. Oh, weh mir. Seid ihr so ein Jammerlapper? Gehen und holen sie euch und wenn der Mensch Widerstand leisten zu müssen, dann bringt ihn um. Okay, das ist schon ziemlich olver. Ich könnte vorsagen, dass ein Vater das nimmer stört gegen Bezahlung. Ich will Gewalt anwenden, man fürcht. Auf seine Art liebt Jermien seine Tochter und ich habe gerechnet so. Aber wenn ich eine harte Methode bringe, wahrscheinlich auch nichts. Das ist nicht von euch, mir Hilfe anzubieten, aber ich glaube, für mich gibt's keine Hilfe. Bitte überlasst mich meinem Leid. Ist schon geschehen. Das ist ein ziemlicher Ihr Jammerlappen. benötigt etwas, Fremde? Ziemlicher Jammerlappen. Wer stört? Ich bin Korgan, wer seid denn ihr? Korgan? Naja, ich erkenne euer Namen nicht. Solange euch nicht der Dummkopf da geschickt hat, stört mich das nicht. Und ich, da ihr gefragt habt, bin niemand anderes als Jermian, der lizenzierte verhüllte Magier für das Gebiet. Es gibt also keinen Grund loszurennen, versuche mich zu verpfeifen, buh. Okay. Warum machen wir das dem armen Kerl mal nicht ein bisschen leichter? Ich plan wesentlich wichtigere Dinge mit Colette, als mit dem Depp da zu vermählen. Die wird über ihre kindliche Verliebtheit schon hinwegkommen oder verweissache. Und da wird's schon lange nicht mehr geben. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr bei mir gutes Wort für eine Bueile gewollt, hätte ich euch zumindest mit magische Geschosse begrüßt, als ihr die der Reihe kummer seid. Ich wäre dankbar, wenn ihr das Thema nicht nochmal nachschneidet täten. Ihr seid ein verhüllte Magier, warum du noch nichts gegen die Morde, die sich hier ereignen? Ich mache nichts dagegen, weil ich kein Interesse daran habe, was dagegen zu machen. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, und solange mir die verhüllte Magier nicht ausdrückliche Befehl erteilen, etwas zu tun, lasse ich mich doch gar nicht reiziehen. Okay, toller Typ. Was ist das Ding, was er da macht? Ah, es freut mich, dass er da noch frucht. Das, mein Freund, ist in der Tat ein Stählgolem. Feines Exemplar von magischen Fähigkeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt nur wenige Magier, die das versucht haben. Die Art von Golem ist ziemlich gefährlich und schwer zu kontrollieren. Und ich habe nur ein paar von den Mistviecher kaputt gemacht, also babbel nicht. Aber meine Fähigkeiten reichen leicht aus, um unter Kontrolle zu halten. Sobald er fertig ist, wird er mir ein ausgezeichneter Diener sein. Und außerdem kann er auf meine Tochter und den dappische Liebhaber, denn sie dort ein bisschen aufpassen, wenn ich nicht daheim bin. Das Problem ist, dass mir eine wichtige Zutat fehlt. Das Blut von einem Nachahmer. Es ist mal wichtig, es ist mal so wichtig, dass ich gut dazu davor bezahle det. Ihr seht mir so noch Abenteurer aus. Habt ihr vielleicht Interesse daran, mir das Blut zu besorgen? Ja, was ist denn das und wo kann ich so Monster finden?
Ein Nachahmer ist eine hinterhältige kleine Kreatur, ein Gestaltwandler. Er lockt Abenteurer, indem er die Gestalt von einer Schatzkiste oder was ähnliches annimmt und sie dann umbringt, wenn sie ihm zu Not kommen. Normalerweise findet man sie in Verliese, Ruine oder andere ähnliche Orte. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo sich hier in der Gegend einer rumtreiben könnt. Deswegen bitte ich euch ja auch um die Hilfe. Ja, wie hoch wäre dann die Belohnung? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hier irgendwo noch so nicht so übles magisches Schwert rumliegen. Ich habe so ein Trottel Tolgerias bei einer Wette gewonnen. Aha, Tolgerias, den kennen wir noch. Das war der uns den Walliger Cortala-Auftrag gegeben hat. Ich kann nichts damit anfangen, aber es ist recht wertvoll. Wenn ihr mir das Blut von dem Nachahmer bringt, gehört das Schwert euch. Ja gut, dann will ich es mal probieren. Gut, ich wünschte, ich könnte euch einen Tipp geben, wo ihr zur Suche beginnen sollten. Falls ihr auf das Nachahmerblut stößt, dann wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Los geht's, Bu. Okay, bei dem sollte ich mal lieber nicht die Kiste plündern. Das können wir zu gegebener Zeit noch machen. Also das sollten wir auch nicht vergessen, weil da gibt es definitiv was zu holen. So. Abenteurer. Werter Herr, ich heiße Dirbert und ich und meine Kumpels hier wollten Abenteurer werden, genauso wie ihr. So richtig stark und mächtiger. Ja, ich will der Schutzpatron vom Dorf sein. Ich will ein großer Krieger werden wie mein Papa. Ich weiß, dass wir das können, aber alle sagen, wir seien zu jung und so. Mich, das ist, was ich dazu sag. Da ihr so richtiges Abenteurerliebe führt und so, werter Herr, habe ich gehofft, dass ihr uns vielleicht ein paar Bastardschwerter kauft. Ein paar Bastardschwerter? Ja? Und Ale, Diabert, vergiss es Ale nicht. Ja, wir wollen richtige Männer werden. Ich werde noch ein bisschen Bier. Wenn wir euch das Geld davor geben, werter Herr, würden wir uns sowas kaufen? Wer bin ich denn, dass ich sowas abschlagen kann? Ja, komm. Oh, toll, danke, werter Herr. Es hat ganz toll. Hier ist das Gold, das wir gespart hin. Besorgen wir uns 3 Bastardschwerter und ein kleines Fass Baloas Bier von Min Minling. Oh, ich bin so aufgeregt. Gut, das machen wir. Weil ich weiß genau, dass das die böse Art ist, mit sowas umzugehen. Gute Charaktere sagen bei sowas eigentlich, nee, komm, los mal, das geht gar nicht. Während ein böser Charakter hier durchaus hilft, weil die Buwe dann hops gehen, wenn sie nur so einen Scheiß macht. Oder zumindest einer von deiner Buwe geht hops. So, Moment, das war nix. Aber hat der nicht 3 Bastardschwerter oder so einen Scheiß? Ne, der hat nur Rüstungen. Warte mal. Seid mir gegrüßt, Ja, Meterkunde. genau, bla bla Die bla. Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Die hat Bastardschwerter, genau. Die 3 Dinger holen wir jetzt wohl. Und einer hat noch Bier. Dumm. So, wer von euch hat's Bier gehabt? Warst du das Gnom? Ja, okay. So, ja genau, du hast Bier. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir das mal weiter. Da kennst die Buwe hier haben und können sich hier besoffen in eine Kampfstürze und können dabei verrecken. Mir ist es gleich. So, bitteschön. Also, habt ihr unsere Sache? Jo, ich habe ein kleines Fass Bier und Eierschwerter besorgt. Balor Bier und unser Bastardschwerte. Mensch, ist ja ganz toll, werter Herr. Bitte helfen Macy mit dem Bier. 2000 Erfahrungspunkte gibt's auch noch dazu. Ich will mein Schwert halten. Lassen uns gehen. Ja, okay. Die haben jetzt ihren Spaß mit dem Schampel. So, damit können sie nicht viel erreichen, weil die Bastardschwerter sind stinknormaler. Waren so chaotisch und schmutzig. Gute Hier Idee, sollte das mal Mehl zu jemand übertragen. diesen wilden Tieren mit starker Hand Anstand und Manieren beibringen. Oh Gott, was gibt's denn da wieder zu zedern von denn? Auf jeden Fall, die können mit ihren Schwertern nicht viel erreichen. Egal. Das Wetter war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Okay, das ist ein Bayer. Mal gucken, ob ich den Dialekt hier krieg. Du, ich sag, wie wir uns euch von unseren Bauernhöfen ins Dorf fliehen. Als ob das etwas bringen wird. Ich weiß nicht, wie ihr Deppen in der Hitze rumspazieren könnt, mit allem Metallzeugs am Leib. An eurer Stelle wäre ich so nicht so mit der Zunge wackler, Bauern. Irgendjemand könnte sonst auf die Idee kommen, sag ich, abzuschnippeln. Grießcreme, Gärchen, was? Ja, schlecht, sag ich. Ja, besser ist zu tun, als mit Typen wie euch zu sprechen. Ihr habt Gott keine Zeit Okay. zum mit euch reden. Scheiße, das ist nicht so gut. Mist. Mist, der gibt uns nämlich eigentlich ein weiterer Auftrag. Jetzt habe ich ihn beleidigt, egal. Weil du gibt's dann die Quest, was ist in dem Huhn? Und da muss sich jemand was Ihr habt abkaufen. Gott keine Zeit zum mit euch reden. Mal gucken, warum habt ihr all diese Hühner? Okay. Alles klar, das geht nicht. Mist.
Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Scheiße. Müssen wir dort wieder anfangen. Na gut. Müssen wir halt noch einmal machen, kein Thema. Dann... Ja, Scheiße. ich hoffe, das bringt was. Ja, das kommt davor, wenn man die ganze Bauchebuwe hier beleidigt. Aber auf der anderen Seite, das war zu verlockend. Das war einfach zu verlockend. Sorry, Leute. Es tut mir leid. Ich kann bei sowas als schwer widerstehen. Gerade bei so einem bösen Charakter. So, so, das machen wir jetzt nochmal schnell. Und zack Sag mir, ich und kümmere zack. mich drum. Ach Mann. Oh, ich und mein Losi Gosch. Ja, die Bauern darf man hier leider nicht beleidigen. Das ist so ein kleines Problem. Jetzt machen wir dasselbe nochmal mit dem Hansel hier. Den spreche ich nochmal. Ich mache nochmal alles genauso wie vorher. Ach, so, wer seid ihr? Nee, warum nicht? Habe ich mich für den interessiert. Destorgige Bezahlung, bla bla. Wenn es denn sein muss. Zum verhüllte Magierei. Ihr benötigt etwas, Fremde? Okay, mich vorstelle. Der schickt mich. Verhüllte Magier, warum machst du nichts? Was ist das Ding? Wo ist ein Nachahmer? Was ist das? Ich will Gold. Ich will es versuchen. Und dann wieder raus. Dann für die Buwe noch ein bisschen Bier. Wenigstens gut bezahlt. Für die Buwe ein bisschen Bier und Waffe. Das war bei Seid derer mir die gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen Bastardschwerter. euch wohlgesonnen sein. Bei derer waren es die 3 Bastardschwerter. Nein! Alles, was ihr Mist. benötigt, könnt ihr Nochmal? wohl bei mir bekommen. Ja, ja. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, halt die Schnitzmädel. So, 3 Bastardschwerter, sorry. Das wird gekauft. Dann von Dems Bier. Ja, die sind aber halt auch wirklich schon ein bisschen wischt hier, die Leute. Muss man dazu sagen. So, und zack. Und für mich ist es ja schon gar kein Preis mehr, du, der Ja, Schampel. kaum der Rede wert. Sagt mir, So. was zu tun ist. Ich Kriegen hoffe, die das 3 bringt was. Buwe ihren Scheiß noch. Boah, Ja, bla bla Abenteurer. bla 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 bla. Hier ist das ja leid. Ja, ihr kriegt euren Schampel. Nochmal mit euch spreche. Und Schwerter. So, zack. Dann Corgi, du untersuchst immer das Gebiet. Sorry, aber manchmal kann ich da einfach nicht widerstehen. Vor allem, wenn einer so dumm von der Seite Ich warte. ranzt. Ich kümmere mich drum. Da kriege ich was an mich. So, jetzt speichern wir nochmal hier an der Stelle, damit uns sowas nicht nochmal passiert. Und komm. Das Wetter war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Wahrhaftig, wir leben in einer Welt voller Narren und ihr seid unser König. Ja, okay, sagen wir, das ist der Preis, den man als Abenteurer zahlt. Guter Mann, Abenteurer seid ihr. Ich verschaffe ihr Abenteuer, dass ihr so schnell vergessen werden. Natürlich müsst ihr ein paar Goldmünzen rausrücken. Ja, sind 10 genug? 10 Goldmünze? Na, Metallkorb, das ist ja mindestens ein 30er wert. Ja gut, 30 sollte aber besser gescheites Abenteuer wäre, Freundchen. Ja, sicher doch sicher. Ihr seht die Leute in der Stadt mit alle Hünkeln. Ist der Bauer Hendrik und seine Frau. Ist von seinem Land geflohen, so wie ich. Seine Tochter war ein burschikoser, blechköpfiges Mädel, so von der typisch für einen Abenteuer. Ja, genauso wie ich es. Ist noch kaum 3 Monate her, dass er gestorben ist. Er war noch ziemlich jung. Kommt ihr noch mit? Ja gut, muss ich wenigstens wiederholen. Nicht lange, nachdem es gestorben war, haben sie andere Haufen Blechkipper bekommen. Die haben es noch gesucht und sie hat eben was von ihnen gehabt. Der alte Hendrik hat sie draußen geführt und einen Grabstein gezeigt. Da hat er gesagt, die sollen hier verschwinden. Und zwar dalli, weil sie etwas von ihm hätten. In der Nacht habe ich ja gehört, wie er Aufruhr im Hühnerstall war. Ich habe aus dem Fenster geguckt, da habe ich gesehen, wie er versucht hat, einen zu dem Hinkler, wie es da hinten kalte hat, etwas in der Gurgel zu stoppen. Er zieht ja eigenen Schlüssel, mein Freundchen. Aber ich glaube, dass eins von den Gackerviechern in seinem Magen etwas hat, was so ein Blechkopf wie euch mächtig interessiert tät. Wenn ihr so einen anderen Grund einfällt, warum sie nur mit Hinkeln in den Stall geflohen sind, ja, würde ich es gerne hören, gell? Und jetzt verschwind's, bevor er in den Öfen der Ehre, die er da am Leib tragt, noch zu kochen begieren hat. Scheiße, also mein Bayerisch ist hundsmiserabel. Entschuldigung an der Stelle, falls sich irgendein Bayer beleidigt fühlt, der mein Let's Play guckt.
Vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Ich hab grad keine Zeit, Zumindest so nicht mit so euch bald. reden. Okay, wir sind's einfache, anständige Leute, die von weiter draußen liegenden Höfen geflohen sind. Wir bitten euch nur drum, uns in Ruhe zu lassen. Ich kenne ja Geheimnis, alter Mann. Geh mal das Hinkel, sonst gibt's Ärger. Ihr seid schrecklich und böse, elender Mann, jawohl. Das ist alles, was mir von meiner Tochter geblieben ist. Alles, was mir auf der Welt hat, nie ist tot. Tot. Ja gut, wie traurig, her damit. Wenn's sein muss, muss wohl sein. Früher oder später hätte es bestimmt jemand gestohlen. Na, ehrlich nicht. Na, Ina, es hat keinen Sinn, deswegen Ärger zu kriegen. Ja, ihr habt es. Und nie, wenn ich's glücklich damit. Und was haben wir dann Schönes? Ein Belljurel. Normalerweise haben Belljurele eine dunkle, angenehme grüne Farbe, die an Meerwasser erinnert. Manchmal funkelt oder glitzert in ihnen ein strahlendes Licht. Die Farbe dieses Steins unterscheidet sich ein wenig von allen derartigen Steinen, die ihr zuvor gesehen habt. Vielleicht wurde ihr in ein völlig neuer Sorte entdeckt. Auf jeden Fall wirkt ihr äußerst wertvoll. Ja, den können wir auf jeden Fall für Schmiede noch gebrauchen später. So, da haben wir hier alles gemacht, was wir machen sollten. Und dann geht's hier nochmal weiter Richtung Waldhütte. Da wollen wir aber noch nicht hier. Och Gott, und was hier für Geräusche macht. Einen Moment, ich wollte zuerst zu der Oger gehen. Genau. Deswegen erstmal Kehrtwende und wieder zu dem Wiechte Baurebuhr und dann hier erstmal noch Norde gehen. So, bevor wir nämlich zu der Hütte von der Waldläuferin gehen, sollten wir erstmal hier uns mal umgucken. Mann. Also mit anderen Dialekten tue ich mal ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es war wirklich keine Beleidigung für jeden Bayer, der das jetzt gehört hat, wie ich das gesprochen habe. Es ist aber immer schwierig. Ich glaube, die Leute tun sich auch unglaublich schwierig, pelzig zu retten, wenn sie das vorher nicht mal selber gerettet haben. Also jemand, der gepelzig kann, bei dem klingt pelzig immer noch ich hab wächst wie ich mein her. Das klingt immer so schrecklich aufgesetzt. Und ich glaube, mein Bayerisch ist nur noch genauso grässlich, wie wenn jemand anderes pelzig versucht zu retten. Oh, da sind sie ja, die Ogi-Bogies. Halt, ihr seid Zwerg, aber ihr nix sein aus Menschendorf. Warum ihr seid gekommen, was ihr wolle? Wer seid denn ihr? Was machen wir denn du? Ich, Madulf, Anführer große Truppe von Süstil im Süden, will keine Rasse mehr töten, bringt meine Gefährten zur Fahneflucht, wir nur wollen gelassen werden, allein. Okay, ihr seid Fahnenflüchtiger aus dem Sizilianischen Reich, Sizilien und so. Wie stellen ihr euch das Leben hier vor? Ist sehr schwer. Menschen uns hassen und wir nur wollen sein in Ruhe gelassen. Einige Menschen hier rufen Ritter, die jagen uns. Nicht schlimm hier, aber Madulf denken, Dorf wird Ritter rufen bald. Menschen sehr aufgeregt. Ich bin zwar Ritter, aber ich will ja böse Existenz ebenso schnelle Ende setzen. Nee, das ist nicht gut. Warum soll euch das Dorf zu bleiben erlauben? Madulf und seine Leute mögen hier, aber etwas Böses umbringen, Leute. Verloren einen, vielleicht zwei auf einmal. Verschwinden Körper auch, sehr schlimm. Madulf sehr besorgt. Madulf nicht wollen Tod, Madulf nicht wollen Kampf, nur wollen Frieden. Ihr sagen Dorfbewohnern vielleicht, dass Madulf und seine Leute das Dorf beschützen werden. Schützen vor den Monstern in den Bergen, ja? Menschen lassen uns bleiben und nix rufen Ritter. Vielleicht lassen uns kommen einmal im Mund, dann handeln mit Essen und Waren. Madulf machen Handel mit Dorf, wenn ihr sagen ihnen, wir nix wolle Ärger. Ja gut, sag ich mal dem Bayermeister, aber verspreche kann ich nichts. Madulf glücklich. Vielleicht Leute können leben allein und gut essen, glücklich sein hier. Ihr machen gute Sache, vielleicht Menschen willigen ein. Madulf Helfersprechen. Ihnen sagen. Alles klar. Ja, ich folge euren Befehl. Im Moment. Ja, 320 Gold nehme ich auch gern. Madulf möchte ein Abkommen mit dem Dorf treffen. So, jetzt erkunden wir hier nochmal ganz schnell das Gebiet, weil ich es einfach nicht haben kann, wenn irgendwas, was ich erreichen kann, nicht aufgedeckt ist. So, Running Dwarf wieder zurück. Und ich glaube, da brauchen wir sowieso Kenner. Deswegen kann Korgan, da er sowieso Hast gewirkt hat, kann er erstmal durch hier rennen. Und dann kann sich unseren Running Dwarf erstmal dort drum kümmern. Renn Reizwergel. Und zack.
Reden wir mal mit dem Bäuermeister. Und Brauchen Sie später etwas? schlitze ich euch den Bauch auf. Ja, mein Fürst, gibt's etwas, was ihr benötigt? Ich hab mit dem Adolf, dem Oger, gesprochen und ich... Oh Gott, nicht Adolf, oh Gott, mit dem Adolf. Und ich denke, dass einer von seiner Gefolgsleute für die Probleme in Imnestal verantwortlich sind. Was? Aber ich war sicher, dass die Monster für die Morde verantwortlich sind. Wieso glaubt mir, dass das nicht stimmt? Der hat genauso viel Leid aus der eigenen Reihe verloren, macht sich Sorge, so wie ihr. Oh, okay, gute Nachricht. Wenn sich Oger schon Sorgen machen, was sollen wir denn machen? Ja, er will... Hat ein Angebot geschickt, er und seine Volksleute bieten im Dorf Schutz im Austausch für friedvolle Beziehungen und ein bisschen Handel. Ja, er hat was? Ich muss sagen, dass die Idee gar nicht mal so schlecht klingt, wenn man den Oger trauen kann. Danke, dass man mit der Botschaft zu mir kommen seid, mein Fürst. Ich werde wohl zu Madolf gehen und mit ihnen retten müssen, denke ich. Wir könnten beide von einer freundschaftlichen Beziehung profitieren. Da jo die Oger für die Zwischenfälle nimmer in Frohe kommen, schlage ich vor, ihr geht zu mir Rellas Hütte. Ich muss Spuren für ihr... Es muss Spuren für ihr Verschwinden geben. 720.500 Erfahrungspunkte gibt es over 3a noch. Das ist natürlich mir, ziemlich was zu tun praktisch. So, dann können wir erstmal durch Was ist nun los? und wir Ich warte, suchen uns wenn unseren es Weg denn hier sein muss. weiter durch die Prärie und können hier über die Klästäbrück. Da müsste hier irgendwo in der Nähe noch eine Höhle sein. Jetzt besitzt und leitet ihr eine berühmte Höhle. So, Entschuldigung, das ist so voll die Zwangsneurose. Jedes Mal, wenn das Wort Höhle kommt, habe ich echt... Hoppla. Habe ich echt immer im Kopf von The Simpsons, jetzt besitzt und leitet ihr eine berühmte Höhle. Okay, komm schon. Okay, das Bärler hat es nicht anders gewollt. Sorry, Bärler. So viele Erfahrungspunkte bringt es jetzt auch nicht, aber ja. Ich will halt aber auch nicht die ganze Zeit, wenn ich hier durch die Prärie latsche und irgendein Bär die ganze Zeit attackiert Gute wäre. Idee, das mir zu übertragen. So, dann machen wir jetzt das hier wieder. Wie gesagt, Tierquälerei und so bin ich nicht so der Fan. Ihr könnt das Spiel jetzt nicht sichern. Hallo? Na gut, dann schicken wir die unbedeutende Stofferer. Wobei, Auf euren Befehl. komm, auf dich kann ich noch eher Nun gut. verzichten. Na, okay. Du ist er, der Nachahmer. Außer Sterben. Killer-Nachahmer. Ein Schinnespalter. Uiuiui. Gott, der ist ziemlich schnell K.O. Sagt mir, was zu Und, tun ist. jetzt kann man gucken. Komm, der Wo Rede schließen muss man es nicht. Da haben wir einen Diamant drin. Schleuderkugeln, die brauchen wir gerade nicht. Und, viel wichtiger, Nachahmerblut. Das ist das Blut eines Nachahmers, den ihr getötet habt. Man verwendet Nachahmerblut oft bei der Herstellung von Golems. Ja, die Sache ist, dass der Embleme kann. Deswegen habe ich auch so einen Krieger noch vorgejagt. Weil Ich hoffe, das halte das bringt für ein was. sehr der hat eher noch die angenehmes Rettungswürfe gegen sowas. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt können wir speichern. Sehr schön. Weil ich glaube, hier sind Erdkolosse. Ich kümmere mich drum. Wenn mich nicht alles täuscht, dürften hier Erdkolosse sein. Achtung, noch einmal. Verstecker. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dürften welche drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, okay. 2 Erdkolosse. Ja gut, die 2 Erdkolosse, die packen wir auch noch. Und hinterhältiger Angriff for the win. Scheiße. Das war nix. Ne. Okay, jetzt rennen wir wenigstens unsichtbar wie ein närrisch Hinkel durch die Gegend. Korgan, haut drauf. Und in verwirrtem Zustand hat er auch nicht getroffen. Okay. Ey, der vergreift sich hier an Abdel Adrian. Das geht auch nicht so. Dann müssen wir uns zuerst platt machen. Da hab ich der Erdkoloss. Zack und zack. So. Vertrauen ist Gut. etwas für Narren. Und jetzt erstmal fernhalte von Abdel Adrian und von Korkan und Anomen. Na toll, dass unser Krieger jetzt durch die Gegend rennen wie die kopflose Hühner. Okay. Und? Okay, bei Korkan hat's was gebracht. Der blöde Zwerg macht das schon. Lass mich in Friede, du Dappschädel. Hier gibt's doch noch irgendwas zum Plündern, oder? Lass mich in Friede, du frommer Idiot. So, da war nix. Hier aber. Ah doch, hier war noch was. Sehr schön. Ich habe doch gewusst, dass es da noch so ein Versteck gibt. Okay, das war Quatsch. Das brauche ich nicht. Zack. Sehr schön. Dann Ja? alle wieder sammeln beim Ausgang. Ist schon Da geschehen. haben wir nämlich auch unser Nachahmerblut. Das ist sehr schön. Da können wir die Quest in der Episode heute noch beenden.
Und noch der Quest würde ich auch sagen, dass ich heute wieder mein Cut setze. So, wer hat's jetzt gehabt? Du hast das gehabt. Kann ich nicht mal das identifizieren, du Blödmann. Was mittlerweile echt jeder Hansel identifizieren kann. Gerade mal gucken. So Interesse halber kann das der... Okay, Korgan ist so der Blödmann, der es nicht konnte. Ja, okay, Anomen ist auch so blöd, der kann es auch nicht. Vikonia kann es aber, na, immer hier. So, dann kann das an Korgan, das ist unser Waffenmeister. Und dann jagen wir die Leute nochmal hier zurück zu dem Haus vom verhüllten Magier. Und dann schauen wir mal. So, der braucht nämlich sein Nachahmerblut. Und da gehe ich mit der ganzen Crew hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. So, dann machen wir die Quest nämlich auf jeden Fall fertig. Und dann bleibt eigentlich hier nur noch das. Das hat aber ein bisschen Zeit. Und da geht es dann hoch zu einer neuere, größere Quest, die schon etwas älter ist und noch erfüllt werden muss. Und zwar die Jagd nach Valiga Cortala. Das kann ich zumindest noch mal sagen. Also da aber müssen wir dann auch weiter. Da können dann die Probleme in Innestal ruhig ein bisschen warten. Die können auch noch ein paar Tage länger mit ihrer Mörderwölfe überleben. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ah, ihr seid zurück, Bu. Ihr habt nicht zufällig ein bisschen Nachahmerblut gefunden, oder doch? Ja, ein bisschen habe ich gekriegt. Ah, lass mich mal gucken, was ihr da habt. Ja, ich sehe. Gut gemacht, Bu, gut gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das gefunden habt, aber das ist es definitiv. Ich nehme mal die Freiheit genommen, das magische Schwert schon rauszusuchen, nur für den Fall der Fälle. Ich bin wohl ziemlich prophetisch veranlagt. Männer nicht Dach. Bei mir hat es ohnehin nur als Staubfänger gedient. So, hier ist es und ich mag jetzt hinzufügen, ihr habt euch die Belohnung wahrlich verdient. 19.250 Erfahrungspunkte gab's und ich habe ein Schwert gekriegt. Sehr schön. Nun, ich muss jetzt das Blut nur noch den Golem eintrichtern und er ist fertig. Endlich kann ich wieder meine Besorgungen hochgehen, ohne befürchtet zu müssen, dass Colette belästigt wird, während ich fort bin. Und... Ja, erwach, meine Kreatur, erwach und befolgt meine Befehle. Hey, was geht denn hier ab? Nee, zurück, ich befehl's. Papa. Ja, es sieht wohl nicht so aus, als ob er das Vieh unter Kontrolle hätte. Immer diese Magier, die nichts können. Und kaputt ist er. 8000 Erfahrung gibt's auch noch. Papa, ihr Leben, oh der Götter sei Dank. Ja, ich bin am Leben, meine Tochter. Ich verdanke mein Leben deiner sympathische Fremde hier. Colette, was ist denn passiert? Oh, da, es war schrecklich. Annie für meine eigene Schöpfung hat sich gegen mich gewandt. Bu, es scheint, dass ich wohl doch nicht so weise und mächtig bin, wie ich gedacht habe. Und vielleicht waren ein paar von meinen anderen Entscheidungen auch nicht besonders klug. Da, Bu, wenn ihr versprecht, immer von meiner Tochter tot zu sein und sie zu beschützen. Wenn ihr sie noch immer wollt, ich werde euch nicht länger im Weg stehen. Oh, Papa, Männer, das ernst. Dankeschön. Ja, danke, Germian. Ich werde gut auf Colette Acht geben. Dessen könnt ihr gewiss sein. Komm, Liebste, lassen wir uns die Gelegenheit wahrnehmen. Okay, die hauen ab und der Hansel... Ihr benötigt etwas, Fremde? Ich muss mich bei euch bedanken, Bu. Ihr habt das Leben von einem närrischen Magier gerettet. Meine Tochter ist jetzt weg. Ich denke, ich wäre zeitlang weggehen und überdenke, was ich gemacht habe. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich erst ein Haus plündern. Muahaha. Aktivierung des Golems. Ende 20.250 Erfahrungspunkte gibt es auch drauf. Und wir haben hier Ilbrata plus 1. Kurzschwert. Na, toll. Das uralte Bronzeschwert ist mit 6 Blutsteinen geschmückt, die zu einem Set gehören und wurde offenbar für König Asun I. angefertigt, einen legendären und schon lang toten König von Cormyr. Es wurde nur selten eingesetzt und irgendwann einem der beliebtesten Wächter des Königs als Geschenk überreicht. Obwohl das Schwert seinen Träger mit Illusionsmagie unterstützt, starb der unbekannte Krieger kurz darauf in einer Schlacht. Das Schwert fiel Plünderern und Räubern in die Hände. Kann einmal hier Spiegelbild wirken, 1W6 plus 1. Das ist Müll. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Müll gewonnen. So. Ich warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Gucken wir mal, was sonst noch gibt. Das sind ein paar Müllzauber. Noch ein Müllzauber. Und, toll, ey, Goldstück. Okay. Ich habe echt gedacht, da wäre noch ein bisschen mehr zu holen, aber es ist tatsächlich nur Schampel drin. Na gut. Wobei, komm, den ganzen Schrott können wir jetzt eigentlich direkt beim Händler verticken.
Und dann kann ich die Episode 8 beenden, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal mit unserem Was Running wollt ihr Dwarf gut? hier. Ah, du flitzt der wie ein Feldhas. Nee, nicht bei dem ekligen Kerl, bei dem will ich nichts Ihr verkaufen. werdet in ganz am garantiert keine besseren Preise So, ich mag nur beim Speckmann verkaufen. Speckmänner sind mir immer sympathisch als Händler. So. Den Müll kann man verkaufen. 11.775 verlangt er. Ja, leck mich am Sack. Das ist ja jede Menge Zeug. Okay, da können wir noch jede Menge Schampel-Edelstähl verkaufen. Belluril wäre 600 Goldstücke wert. Das ist schon nicht schlecht. Aber das mag ich nicht verkaufen. Dann haben wir den ganzen Schampel Notfall. Aber der macht Schlaf, Schutz vor normalen Waffen, Schutz vor Versteinerung, Feuerschutztrank, Trank der Schöpfkraft, Müll. So, dann kann ich die 2 Gegengifte und Trank der Klarheit eigentlich auch schon verticken. Stab der Furcht, der Mist kann auch fort. Ansonsten haben wir nichts mehr, was interessant wäre. So, dann kommen wir wieder zurück zu deinen Leuten. Du rennender Zwerg. Und wir positionieren uns jetzt passend gerade noch hier auf der Treppe. Ich hoffe, das bringt was. Das wird auf jeden Fall was bringen, Abdel Adrian. Und bei der Treppe würde ich sagen, machen wir Schluss einfach für heute. Weil wir haben schon ein bisschen was erreicht. Und in der nächsten Episode mag ich dann wieder die Quest, die Jagd nach Valiga Cortala AG. Weil wir haben jetzt hier den Bereich soweit erledigt. Dann geht es hier dann bei dem Gebiet weiter mit der Quest um Imnestal, um was die Leute, die Bauern tötet. Aber wir haben hier noch all die Quest ausstehen und bevor der Korgan völlig durchdreht wegen der Kopfgeldjagd noch Valiga Cortala, will ich die Quest auf jeden Fall als nächstes noch angehen. Und das machen wir dann, wie gesagt und wie versprochen, morgen. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder dementsprechend zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, liebe Leute. Ayan Yankee.